Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus Christus. En als je al geworden gemaakt hebt, want je de bulletin gekregen dan wat het thema voor vandaag is, waar ik van reden wil. En dat is dat is een vrouw te jedem een. En die vrouw is, wat is die grootste furcht? Wat is die grootste furcht? Van Jimmy wil die komen in die afverhaftsvrouwen, wat furcht u het taalste? Wat is dat? Wir wollen vielleicht verschiedene Antworten haben darauf. Wir haben verschiedene Dinge, wo wir uns fürchten tun, wo wir uns Ängsten tun. Ich las das Werk bei einer Stadt, wo einer hat dort nur gesagt, was Menschen alles fürchten tun und was die erste Furcht werden. Sie wieder, dass wir eine lange Liste, wo viel mehr Zeit brauchen, als ein Sinn nach Samaria ist, dort alle durchzugehen und von jeder einer von den Dingen von zu reden, wo Menschen von reden tun, was Ängsten tun, was Furcht geben tun. En zo, ik heb een paar dingen gewählt, wo ich wel van reden, wat dadurch war ich Menschen vergeven dat. En ik dacht even, wat is dat zo reich? Waarom doen we afmals fürchten? Wat is dat? Ik glaube, dat is wanneer we durch Umstände gaan en we geloven dat onze Umstände schwander zijn en groter zijn als de Kraft Gottes. Wanneer we dat hertalen, ik geloof, dat is schwander als de Kraft, die wir haben von uns himmlischen Vater. Ich glaube, das ist oftmals was uns vergeben wird, weil wir leben die Dinge, die wir durchgehen, und das ist so schwer, wie für jeden, dass wir haben einen himmlischen Vater, was uns leiden wird, was uns kann erlösen durch alle Furcht, die wir durchgehen. Und das ist, was ich glaube, was uns oftmals furchtig merken wird, wenn wir uns auf unsere eine Kraft verloren tun und wir kicken Rahmen. En ik dacht een beetje aan Petrus, als hij aan water ging, zolang hij zijn ogen aan Jezus had, dan ging hij aan water, op eenmaal dan zag hij den storm ramarmen, en dan ging hij onder. En ik geloof, dat is wat er verder want we ram ons kijken doen, de dingen waar we durchgaan doen, wat daar alles aangaan wordt, dan gaan we ook onder in den storm, in de omstandigheden waar we ben zijn. Zo, we willen vandaag nog wat van die kijken, waar ik aan denken, dat wat mensen veel vergeven, dat afmals. Ik vroeg een persoon, einfach mal, wat fürchst du das Tollste? Und er sagt, nicht die Zukunft zu weten, für die Unknown. Nicht zu weten, was die Zukunft bringen wird. Und ich glaube, dass ja andere Menschen so, die fürchten sich für das, was da kommen wird, was da kommt. Was wird das sein? Was wollen wir beleben? Was wollen unsere Kinder oder unsere Großkinder beleben in der Zukunft? Und ich glaube, das merkt Menschen oftmals auch, wo sie fürchten tun und weiten nicht so recht, was alles wird kommen, was das wird geben mit der Zukunft. Aber wir lesen in der Bibel auf so viele verschiedene Stellen, dass wir brauchen uns gleich fürchten. Wir haben einen himmlischen Vater, wir haben einen Gott, der uns halten wird, so wir brauchen uns gleich fürchten, wenn wir uns an den halten tun. Er ist bei uns und mit uns und er hält uns. In Jesaja 41 verstehen, Jesaja bekannte Farge, aber ich glaube, das ist immer wieder gut durchzulesen, das zu brauchen, besonders in diesem Fall, als ich hatte in der Bulletin hat es mir eine Farbe, wo ich mich wohl verloren und holen. Und das ist Jesaja 41, Vers 10, der sagt, Ängst die nicht, weil ich sie mit dir. So, das sagt, Ängst die nicht. Das sagt nicht, Ängst je nicht, oder der brauchst du nicht ängsten, oder was, das ist persönlich zu dir, zu mir. Sagt, Ängst die nicht. Ängst die nicht, weil ich sie mit dir. Und fürcht die nicht, weil ich sie dien Gott. Nicht Jana Gott oder einen anderen sein Gott oder eins, wo er sagt, ich sie dien Gott. Ich sie dien Gott. Ich will die stark merken. Du hast unsere Kraft zu haben, wie arm. Ich will die stark merken, in helfen. In mit meiner reichte Hand, wo ich die holen und bewahren. So, ist das nicht ein guter Trost, wenn wir uns diese Farbe persönlich zu eignen tun. Das ist, was wir zu haben, wenn uns Furcht durchgehen, wenn wir durch verschiedene Tiden gehen, dann können wir diese Furcht gehen und sagen, guck mal, ich habe einen Gott. Er wird mir bekraftigen, er wird mir die Kraft geben. Und dort geben, was mir fehlen, zu alle Tiden. Er wird mich bewahren, er wird mich holen und bewahren. Und ich glaube, das ist, wo wir uns anholen sollen. Das ist die Hauptsache, wenn wir uns an so eine Furcht uns dort holen tun. Das ist Gott sein Wort, das ist die Schrift. Wenn wir uns da anholen, und ich glaube, da wollen wir oftmals nicht so eine große Furcht durchgehen im Leben, durchweg. Und dann, wenn wir übergehen mit Vers 13, Jesaja 41, Vers 13, da sagt er, halt dort am Denk,
Dus ik geloof dat als goed dat het staat omvang, dat we zijn zelf vergeet zijn, wie vergeet dat afmaals. Als we terugkijken dan en weten wat God alles gedaan heeft, hoe hij ons heeft dergelaten en zo wieder, dan als dat nog mal, dan vergeet we dat, dan nächstes Mal een gruwel ons waren, dan hebben we de verricht. So, hier sagt das der Vater, sagt, halt dat am denk. Ik de Haar, dien God. Ik hou die bij de rechte hand. Hier sagt de andere Vater zegt, hij wordt ons houden met zijn rechte hand. En hier zegt hij dat ik hou die bij die rechte hand. So, hij houdt ons aan de rechte hand. Dat is ons God. Hij heeft met ons en houdt ons aan de rechte hand. Dat is goed te weten, dat hij zegt, ik hou die bij die rechte hand. Verloot die erop, wanneer ik zei, eens die niet. Ik word die helpen. En zeer goed troost, zeer schöne troost te weten. Zoals ik zei, dat zijn zeer bekende versen, wat ik geloof, jeder een heeft afmaals, vielleicht zelfs gebruikt, dat je gehoord, dat zelfs gelezen. Aber jedes Mal für mich, wenn ich daran denke, diese Versen sind sehr, sehr wichtig und wertvoll für mich. Dort wir haben einen himmlischen Vater, einen allmächtigen Gott, der uns der rechte Hand holen wird, er jetzt mit uns und bei uns. Das Gott, der der Himmel und Erden alles gemerkt hat, was der Band ist, den Gott haben wir an unserer rechten Hand. Jeremia 32, Vers 17 sagt, Herr Gott, du hast den Himmel in ihr gemerkt, mit deiner großen Kraft in dein Arm, der nicht meid wird, und du hast nicht, was dir zu schwer ist. So ich habe gesagt, wie Gott ist das zu schwer, das sind dann Worte, wie der ich kann, was die Umstände sind, was wir beleben dann. Wie arm ist das zu viel, uns zu helfen. Er wird auch meid. Wir werden oftmals meid, wir wissen nicht, wohin, aber wir gehen uns meid in Betrag, aber er sagt, seine Kraft, die bleibt. Er wird nicht meid. So, er bleibt bei uns, und er ist mit uns zu allen Tiden. Und wir lesen auch im Neuen Testament, wo Jesus sagt, zu seinen Jüngern, als er das bestellt, die sollen rausgehen und Menschen, die Lehrlinge merken, die Deipen und so weiter. Und er redet bei einem Unterschied von, dass er schickt seine Jünger raus, das Lama, manche wild. So, das ist gefährlich, das ist so, sie werden in die Gefahren angeraten und sie werden Angst begonnen und werden allerhand Dinge beleben. Und als Jesus sagt, dass sie sollen rausgehen, sagt er, Lied, Matthäus 28, Vers 20, sagt er, Lied an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. So, was er bestellt hat, was soll gelehrt werden. Was ich ihnen befohlen habe, und verlot ihnen darauf. Ich sehe immer bei ihnen. Bei dem Ende von der Welt, so hier auch, was er sagt, die sollen gehen, er schickt uns raus, aber er sagt, verlot die darauf, dass ich bei dir sein. Nicht bis für ein Stützchen für eine Zeit lang, aber für immer. Für immer wird er bei uns sein. Ich sehe immer beginnt, bei dem Ende von der Welt. Warum fahre ich wieder so oftmals, wenn wir sind versprechen, dass das Hand, das ist Gott sein Wort, was nicht, Gott kann nicht legen, was Gott sagen, das ist so. Wenn er dort sagen, dann haben wir uns darauf verloren. Und oftmals dann bringt uns das dazu, wo wir große Sorgen haben in unserem Leben, dann haben wir Sorgen. Und der Schrift sagt auch, dass wir sollen uns nicht sorgen. Nicht sorgen für allerhand Dinge, was da kommen wollen. Dass ich sehe, dass der Einzige hat Angst für nicht weiten, was der Zukunft wird bringen. Wir sollen nicht Angst haben, was morgen wird sein. Weil wir weiten nicht mal, was morgen wird sein. Wir denken einmal so, das könnte vielleicht sehr schlecht werden, das kann einmal euer werden und so weiter. Aber wir weiten gleich, was morgen wird sein. Und dann dürfen wir uns auch schwere Sorgen mehr und dann sorgen wir die Ewa, ohne dass wir weiten, was das vielleicht wird sein. Das bedeutet über die Zukunft. Er hat die Zukunft in seine Hände. Er hat in seiner Macht. Er wird regieren. Er hat die Vergangenheit und diese Zeit von der auch die Zukunft hat er in seine Hände und in seine Macht. Nu in der letzten kurzen Zeit werden viele Menschen sehr besorgt, was wird uitkommen mit der Wohl, was soll stattfinden. Was ist das, wo dran nehmen? Wer wird im Platz kommen? Wer ist der Staat, wo kriegen? Die Conservatives oder die Liberals, oder die Sorgen, die eben haben Angst, was wird passieren, wenn die rechte Person wird non kommen. Aber da auch, das wird alle in Gott seine Hände. Gott leitet uns, das will.
wie kann das gehen, verstehen, dass es uitvallen dat? Wir haben uns vielleicht gewünscht, das soll anders uitvallen als das Teil überdacht. Wir weten, dass wir der Regieren dat und was das tolluten dat. So, wir brauchen uns durch über Angst merken. Matthäus 6, Vers 35 sagt, doch deswegen merkt ihr nicht sorgen am dort, was morgen kommen soll. Nicht ihr Angst mehr, was morgen kommen soll. Und sie denken, was wird dann passieren? Morgen wird für sich selbst sorgen. Wir können bis für von der leben. Von der weit wir, was von der ist. Wir brauchen von der leben, aber nicht unsere Gedanken bis für morgen und vorabkicken und vorabdenken. So, jeder Tag hat seine eigene Sorgen. Morgen wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat für sich genug Trouble, sagt das erfahrisch. So, ich glaube, das ist bis nötig, dass wir dort im Gebet nehmen, was da kommen wird und was immer da was sein, wo wir werden sein, dort bis im Gebet nehmen. Und dann ist darauf verloren, dass Gott das Gebet erhören. Dass Gott wird dort leiden, nur sehen will, nur. Sehr viel Trost für was wir haben. Auch das Philippa 4, Vers 6, auch eine sehr bekannte Vers, was wir fertig hier haben, was ich auch fertig brücken da, und ich gleich die auch bei holen, die brücken, und für mich selbst auch, was das sagen, dass Philippa 4, Vers 6, sorg jünd am nichts. Er fängt hier an, sich mit nichts, nicht mit gewissen Dingen, was wir begegnen. Und er sagt, no, nichts, sorg jünd am nichts. Lot Gott mit Beten und Prachen in Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Das ist die Hauptsache. Und er steht Sorgen und Angst haben und große Fahrschloten durch uns gehen, lieber so eine Farge das nehmen und dann sagen, was sagt die Schrift? Sorg ihnen am nichts. Nicht so eine große Angst ans Loten durchgehen. So, ich habe sagen, wenn wir Gott haben, wenn wir als himmlischer Vater haben, was der Allmächtig ist, wird uns so viel Versprechen geben, dass wenn wir den haben und uns sieht, dann brauchen wir uns gleich fürchten. Und dann wird das passieren, das. Wenn wir Gott und uns sieht haben, brauchen wir nicht Angst haben. Und dann wer wird regieren in das Land, wir brauchen gleich Angst haben. Ich habe das versalzt? No, das habe ich versalzt. Die Gedanken sind da deswegen, was wird passieren, was wird da alles fliegen geworden und so weiter. Das ist ein Mensch bis einfach an, die Hand, die sind bedürftig immer. Das jaft der Mensch oftmals fürcht. Und da kann es für mich selbst auch sein, einer wird arrüig, einmal die immer, was da alle was wollen. Aber wir brauchen gleich, wenn wir Gott an uns sehen haben, dann brauchen wir gleich Angst haben und don't werden, was regieren in das Land. So, wir haben so viel Trost in der Schrift, wo wir uns verloren. Paulus sagt auch in Römer 8, Vers 31, was soll wir hier zu sein? Wenn Gott auf uns sieht ist, wer kann dann gegen uns sein? So, er sagt, was soll wir hier zu sein? So, was haben wir hier zu sein? Dann sollen wir uns wirklich nicht brücken fürchten. Ich glaube, das sollte können sein. Wir brücken uns nicht fürchten. Wir haben in der Wirklichkeit keine Ursache, uns zu fürchten. Wir haben uns himmlischer Vater, der von uns sieht. Der hält uns an der rechten Hand, der lehrt uns. Und der geht mit uns. Und dass die Person, die dann angekommen wird, dass die erst dann angekommen worden, dass Gott hat sich teilen und eine Frau war vielleicht, hat Gott Schulden im Sinn für uns. Dass wir hier, wenn wir den studieren oder horchen, den, was er im Sinn hat, dann denken wir, da wird Schulden geben in das Land. So hat Gott das ein teilen und dass er hat Schulden im Sinn für uns, für seine Kinder? No, da hat Gott. Gleich so, als wir in Jeremia 29, Vers 11 lesen, da und sagt, ich habe Gott immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für jünd geplant habe, als Fried und Erfolg und nicht Schulden. Nicht Schulden. Ich will jünd eine Zukunft und eine Hoffnung geben. In dem Kontext, wo diese Vers geschrieben ist, dass von da an, als die Israeliten wieder festgenommen wurden und in Babylon gebracht wurden für 70 Jahre. Und wenn wir das Kapitel lesen, und ich habe das lesen, wo dann dieser Vers geschrieben ist, die Menschen, die wollen sich dann vielleicht auch gegrüht haben, wollen große Furcht gehabt haben, was mit ihnen passieren würde. Sie wurden festgenommen worden für 70 Jahre in das Land, wo da nicht gottesfürchtige Menschen wären. Und dann haben sie sich vielleicht auch gefragt, hat Gott Schulden im Sinn für uns? Aber warum sie werden festgenommen worden, wird, wenn sie ihre Eier hörsam. Sie werden Eier hörsam, die was gegen Gott zu haben, der Jette angebetet, was sie nicht sollen anbeten, was Gott sehr klar an ihnen bestellt haben, was sie nicht sollen. Die sollen nicht der Jette dein,
was sie haben rückgerot, die Menschen, was sie rückgerot haben, rückgebracht haben in das Land, was Gott an Versprechungen angebracht hat. Aber sie leiden einen Tag, die fallen in Sünde an und die anbeten, was die leiden anbeten. Und das wären die Folgen darauf. Gott lässt das Land Babylon in Fass nehmen, für 70 Jahre. Und das wird auch gesagt worden, dass das passieren wird. Jeremia 25, Vers 11 sagt, das ganze Land wird ladig und verdorben liegen bleiben, für 70 Jahre. So lang waren diese Völker den babylonischen König dienen. So von einer langen Zeit, und wir weten noch, wenn wir das lesen, dann in der Buch Daniel, die Schrift von wo der Tempel und die Wegen und alles wieder durchgebrochen worden, dass wieder alles sehr verdorben und zernirscht geworden. Von einer langen Zeit. Dann nur Luther wieder war abgebaut. Nur die 70 Jahre, haben sie wieder 3 und das war wieder abgebaut. Aber für 70 Jahre mussten da unter diese schwere Menschen, diese Regierung leiden. Und da irgendwie diese Vers geschrieben. Jeremia 9, Vers 11. Aber ich glaube, das ist für uns ganz gut gemeint. Wir sind auch Gott seine Kinder. Ich glaube nicht, dass er schon einen Sinn hat für uns. Ich glaube, er meint gute Dinge für uns. Weil es das Vertrauen nicht weit wie Gott, aber wir können uns am Abend verloren. So, dass die Menschen dort, die wollen vielleicht auch fertig gehabt haben und wollen nicht gewusst haben, was die Zukunft vollbringt für ihn und für ihre Kinder. So sind von der und da auch viele Menschen, die nicht weiten, was morgen was sein, und die grühlen sich dafür und haben fertig dafür, für was morgen, was wird die Zukunft bringen. Wir weiten gleich, aber wir haben, wem wir dann unsere Seite ist, auf wem wir uns verloren können. Wir wirken nicht fürchten. Und wir weiten auch, das hat auch in der Vergangenheit, hat auch viel Schulden gegeben in das Land. Von was so alles an Frieden gegeben, was erlaubt wird in das Land, was beide Dinge sind, was die ganz gegen Gott sind. Das hat das Land weit verdorben. Aber wir lesen in der 2. Chroniker 7, Vers 14, so steht, also in mein Fall, wo mein Name über genannt ist, also Gott, Jesus Christus, wo mein Name über genannt ist, sagt demütigen Wort, dass sie beten in mein jeden Wort sehen und sich nie abmerken und von dort beiseloten, dann will ich das Gebet vom Himmel ut erhören in ihre Sünden vergeben. In auch den Schulden in das Land war heilen. Aber wo war das Brücken? Das war Brücken, und die Menschen waren bedauern kommen, wo sie sich von demütigen und abhören mit ihren Sünden, mit den Sünden, was sie begonnen haben, das sinnliche Leben leben. Und sich von demütigen und beten zu Gott, da wird er vom Himmel hören, sagt er, in ihre Sünden vergeben, in das Schulden war heilen. Und ich glaube, das fehlt uns alle. Wir denken jetzt mal vielleicht bloß von all den gottlosen Menschen, die so ein Leben führen, aber ich glaube, sogar Christen, da haben viele Tiden, wo die so leben, was Gott nicht hier voll und das sind euer Gehorsam gegen Gott. So, ich glaube, das meint alle Menschen, wenn sie sich demütigen würden und abhören mit einem sinnlichen Leben. Und dann Gott anbeten. Vertrauen und Vergebung. Da wird er vom Himmel an sich wieder erhören, in das Land war er heilen. Und ich glaube, das ist für uns viel das. Uns fehlt bloß, dass wir Gott anbeten, anrufen, dass er soll dort heilen, dass er verdorben ist. Uns demütigen, verarmen und anrufen und abhören mit so leben, als Gott das nicht gefallen hat. So, das ist das erste Furcht, wo ich von reden will, wo Menschen oftmals über Furcht haben, wo die Furchten tun. Und das zweite, wo ich von reden, das ist oftmals, wo Menschen fürchten, dann veralt worden. Menschen fürchten sich veralt worden. Ich glaube, das sind sehr viele Menschen, die fürchten sich veralt worden. Warum? Weil sie oftmals haben sie Angst, wo wir dann loten, da wird mir nicht mal so loten, als mir mal leid. Die waren alt geworden, die waren größer geworden, und die waren einfach verdrehen und es krank. Und Menschen fürchten sich. Und einzige Menschen, die verbrucken Tausende $, bloß haben sein, wo sie kann sich gegen loten merken. Ich glaube, weil ich unter das Geld abhosten, nur einem, und vielleicht reicht immer 10 Brücken, was du kannst, am Golden Dein, Vitamins oder was immer, verschiedene Dinge, was die Menschen kann brauchen, was enthalten wird. Aber einzige die Menschen, die brauchen bis Tausende $, haben proben, dass sie auch wollen gehen bleiben.
Dann Dinge bleiben und es soll nicht so lauten, als das anders wird. Aber das geht gleich fertig wegen. Das ist, was der Mensch ist. Mensch wird aller in seinem Körper wird schwacher und schwacher. Das ist bloß, wo Gott das erschaffen hat. Wir lesen in das Lehrerbüch Ecclesiastes, das sagt, wo der König Solomon von das geschrieben hat, dass der kleinste Mensch der Zeit, was das jemals gewesen ist, was Gott hat viel Weisheit gegeben, der beschreibt auch von das, der redet auch von einem Menschen, seinem Körper. Ich weiß nicht, dass jemand das Part durchgelesen, das ist in Lehrer, das 12. Kapitel, in Vers 3 anfangen, sagt, dass das kommt der Zeit, wo ein Wächter vor einem Haus. So hier der Wächter, das meint gemeint, das sind die Arms für einem Haus, das ist der Körper, wo der flattern, der fangen an zu flattern. Die Arms, die Schultern, die hängen auf, die werden schwacher. Und dann sagt er, in der Strecke sich Becken. Und das meinte hier zu sein, das sind die Beine. Die Beine werden auch schwach. Und wir wissen das. Menschen, wenn alle werden, ihre Beine werden schwacher und die fangen an, die Knien und die Trübbeln und so weiter, die werden etwas schwacher und schwacher. Das ist ein Körper und deswegen haben so viele Menschen Angst für alle werden. Und dann sagt er im Bereich sogar, in der wird Molen, zu wenig werden und abhören. Das hier, das meint die Teen. Menschen ihre Teen. Einzelne Menschen verlieren ihre Teen, die machen die übrigen Leute, machen sie gemerkte Teen im Müll haben, dass sie keine eten. Oder das nächste sagt er, in dort verdiester wird, der durch ein Fenster kicken. Das hat die Jugend gemeint. Einmal kommt es da, wo er nicht mal so recht klar sein kann. Dann macht er einen Jugendtag davor, dann merken sie in seine Fremde, was sich auf der Nase hängen macht, in ihre Ohren, dann sein, dass ich nicht sein, wo er geht. Das ist, was das ist. Sehr viel kann nicht erfahren hat, reden auch von das. Ich kann auch. Was ich mal, wo meine Klasse Leistens merken, ich hatte immer nicht so leicht gewusst, dass meine Übungen werden so schlecht geworden. Besonders ein wie nach noch hin, aber das andere wird eben mit der Zeit noch schlecht geworden. Und erst muss ich mal erst einen Rittentest tun, dann eine Übung testen. Dann früh wird dann wieder bedient, dann sagt er, ich soll erst kommen in die Übung, ich soll wohl nicht checken sein, dass ich das was sein kann. Und der fängt das erste an mit mir schlechter Übung. Und dann kickt er an und dann kann er nicht sein, dann sehe ich das nicht mehr. Dann spielt er ein bisschen mit einer Maschine und dann sind sie nachher und sie sagen, nie probieren mal. Check ich dann an und ich sage, no, das ist nicht mehr. Dann kommen sie da am Tag gehen und das sei dann nicht checken. Dann sagen sie, wir wollen hier nicht bis abhören, weil wir schon mal erst aus den Ion-Tag da fahren. Sondern wollte ich an, ich könnte, habe gleich sein, aber ein Ion, mehr ist nicht. So sagt er das. Und wollte das nicht mal so leicht an, das sagt mir, der Titel was schlechter und schlechter. So ich wie bedeutet, da muss ich erst mal meine Brille abpassen lassen. Und das wird, kann ich Salomo alles von schreiben hat auch. Die Jugend wollen nicht mal so klar sein. Wir lesen auch von in der Bibel, das ist nicht nie, das ist was für uns, von der. In der Vergangenheit hat auch in der Bibel getan, alle Menschen, die wir nicht bedeutet, die wir ein Teil, was du gleich sein können, die wir mit durchkommen, wo sie gleich mal sein können. Wir lesen von Isaac. Er will seine zwei Jungs, einen von den anderen Jungen, Esau, will er sehr sprechen. Und Jakob wusste, dass sein Vater nicht mal so reich sein kann, so schwer am Ohren und brachte Patur, dass er nicht sein kann, aber er kann das Patur bringen, dass er den können merken, dass er am den Sehen über am sprechen kann. Und dass wir alle wissen, er kann gleich so reich sein. Sondern der Bruder kriegt den Sehen. Und Lothar auch Jakob kriegt sich auch, das heißt auch, wird er auch Patur, wo er nicht mal sein kann, so reich. In 1. Mose 48 verstehen sagt, dass Israel, also Jakob gemeint, seine Jungen wären auch schwach geworden und er kann nicht gut sein. Und Josef brach seine Sehens nur Jakob und er küsst ihn und am Arm da und er sehen die auch. So er können seine Gräutchen ja nicht mal so reich haben. Muss Josef den Arm bringen, so die wurden blind. Und das ist noch mehr, wo wird von lesen kann, wo da auch so alt wären, dass der alle braucht, wo sie gleich mal so reich sein können. Und wir lesen auch von Apostel Paulus. Er wird auch bei dir gekommen. Der hat einen Stachel und einen Sieg gekriegt von Gott. Und die Menschen haben darauf auszufangen, zu studieren, zu sein, was das so reich wird, den Stachel, was er gekriegt hat. Einzig Leben, dass er seine blind hat. Er kann ganz reich sein.
In Galater 6, Vers 11 sagt es dit. Kijk mal, wat ik voor grote lateren merk, wanneer ik met mijn ene hand schreef. So dat heeft zich zo, hij moest grote lateren schrijven, dat hij dat zelfs kon lezen. So ik hij werd ook blind, hij had ook eeuwentrouble. So dat is niet onbekend, dat is ganz bekend. En dan trein nu, in het Lehrerbrief, Kapitel 12, Vers 4, sagt hij es dit. Dan gaan de deren aan de gast toe. In dat geruis van de mail wat lees, einer steht met de vijand op en al die schijnen leider vergaan. So, dat zijn de uren gemeint. Wat bestellen, einmal stellen, die Menschen hängen mal so recht hier. Wenn sie dir was sagen, dann machen sie 2 oder 3 Mal sagen, dass verstehen kannst, machen sie Lieder von te vertalen zu ihm. So, das ist kein Wunder, warum die Menschen sich da vergrühlen und haben Angst vor der Zukunft, wenn die schon alle werden. Dann werden diese Dinge passieren. Vers 4 sagt, einer fängt sich verhüget. Und sagt er das auch, als er jung ist, dann kann er eins zu Hüchen abkriegen, wo einmal das Wasser dem gleich wird. Aber einmal Temperatur, das ist alles zu hoch. Und dann sagt er noch, in der Mantelbaum bleicht. Wenn der Mantelbaum, wenn er das studiert, dann war das erst als ein Baum, wo da, wenn der blähen, das wird blähen. So hier, wenn er hier redet von dem Mantelbaum, der bleicht, das sind die Haare gemeint. Ich habe einen Tag erst im Spiegel dann checken und setzt er einmal, das ist eine fette Haar. Von wo ist der hergekommen? Dann nehmen wir einen Tag in der Üben, sagen wir dort, der ist los. Vor der Lot auf einmal, dann sagen wir dort, die sind doch mehrere. Auf einmal sind da 5, nachher mal, ich habe gleich mal geroden, alle Ütrien. Weil nicht fette Haar haben. Das meiste von euch glauben, das ist ein Fluch. Für einzige Menschen. In Sprecher sagt hier in Vers 31, sagt er ganz anders, sagt er, Gräve Haar sind eine Ehrenskron für die gerechte Senden gefangen wird. So das ist eine Ehrenkron. So das größte Schlag, wenn wir da an denken. Aber die Menschen haben Angst vor etwas verloren. Einmal haben sie gleich mal geroden, sie reichen, dann kam die Bedeutung mal unsere Nada, mal ich mir das hier vorgehalten, und das wollte mir noch vor, und das war nicht so zu sein sein. Wollte mir mit Jünger lohnen. So Menschen haben Angst vor alles Dinge. Greifen harte Hand. Das ist kein Fluch. Das ist, wo Gott das gemerkt hat. Und dann wieder sagt er, in der Großhaber schlaft sich der Ling. So das meint schwach worden. In der Janke ist nicht mehr da. Ein Verlust der Maut. Der Janke ist nicht mehr da. Willst der Mensch durchhängen, wo er einmal bleiben wird. In der Lied aber groß trüren. So dat als jemand, wo der durchkommt, der wurde von dem eng von seinem Leben kommt, der hat in wird sterben. Das ist für alle Menschen hangehen down. Und da ist ein down. Da ist keine Sonne Geld, wo ein Mensch kann holen von das, was das passieren wird. Jeder einer kämpft da, wo er bei dem eng von seinem Leben kämpft, dann sagt er mit der Person. Hier auf Erden. So, du hast keine Sonnengeld, was dort kann betonen, dort fährt zu gehen. Der Titel ist uns bestimmt, wird dort kommen. Wir wollen dort kommen. Hier, 14 Vers 4 sagt es, einem seiner Deo sind im Verrüt bestimmt, und du weißt, also Gott, du weißt, wo lang einer lebt. Du hast die Grenzen gesagt, aber der einer nicht geht. So, da kann er gleich gehen, und dann kann ich über die Grenzen gehen, und dann was wir tun. Wie viel Geld wir brauchen dafür? Das ist eine bestimmte Zeit. Der ist bestimmt. Keiner kann da übergehen, da vorbeigehen. Auch in Hebräer 9, 27 sagt er auch, den Mensch ist das so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt das gerecht. So, wenn du, ich dachte immer, wenn du so sind, wenn du noch der bist, wenn du noch stark bist, kannst du einmal gut essen, mit ihnen eine Tee, kannst klar sein, gut hören, dann sei dankbar. Dann kann man wirklich dankbar sein. Schatz, was du hast, das hochschätzen. So oftmals Grund für über wo uns das geht, was wir durchgehen und so wieder.
En denk doe ik ook, dat er veel mensen wat dat veel slechter gaan, wat er veel spannender dingen daar kunnen doen. Wat een deel dingen niet kan doen, wat we vielleicht nog kunnen doen. So, dat schätzen, wenn wir noch dort haben, was wir können doen und wo wir sind. Willst du sonst in der Hand noch viel schlechter. Wat ik toch, dat is vielleicht goed, dat je ons gezegd sagen, de moed, veel moed, wanneer ik van dit reden doe. Aber das ist wirklich die Wahrheit. Das ist was beschrieben wird, wo ich von reden wird, was eine große Liste hat. Das wird eine von den Listen, was er sieht, wo Menschen sich vergrühlen werden, was eine große Furcht haben für das. Aber das ist eine Sache, was uns kann viel Mut geben. Das sind Teil Dinge, was uns viel Mut geben. Aber über das hier doch hier an, wo wir einen guten Trost von kriegen, ist 2. Korinther 4, Vers 1. Da lese ich es dort. Wir weiten über. Wenn das Zelt, da ist uns Körper gemeint, wenn das Zelt, und wenn wir hier auf dieser Welt leben, durchbrechen wird, dann haben wir ein Haus im Himmel, das ist nicht von Menschen hingebaut, aber von Gott selbst, und wird ewig bleiben. So uns Körper, das wird verändern, und wir wollen einen neuen Körper kriegen, was für ewig bleiben wird, und wo wir hören und sein, und alles wird so sein, als Gott das wohl haben, dass er das gemerkt hat. Und das wird für ewig bleiben, das wird nicht mehr durchbrechen. Und das geht nur recht weiten. Ich habe eine Zeit. Ich habe eine Zeit, wo das wird passieren. In Vers 2, 2. Korinther 4, Vers 2 sagt, willst wie dort weiten, stehen wir und wir bangen uns du noch, von unserer himmlischen Wohnung bekleidet zu werden. Und das ist nicht so, viele Menschen, die durch schwere Zeiten gehen, wenn die über das denken und sagen, da wird eine Zeit kommen, wo ich nie Körper kriegen, alles wird gut werden, das wird nicht verändern, das wird so bleiben für ewig, dann bangt er sich einfach nur. Du über zu denken. Und das ist gut nur recht, das zu weiten, das wird passieren. So, das ist das zweite Ding, wo ich von reden will. Und das dritte ist, einige Menschen haben Angst, eine Arbeit zu tun für den Herrn. Besonders für Public Speaking. Dann für andere Menschen zu vertellen. Und so gibt es viele Menschen dort. Und mir kriegt so auch, das ist ganz leicht, wenn einer mit ein paar Personen vertellen, dass ich sage, was die mit einer anderen Person taub, kannst ganz fern reden. Aber wenn ich für eine Versammlung bist, dann redet das gleich so leicht. Da wird einer, kann ja nicht mal reden. Aber für jeden, was will ich so leicht sein? Und dann fürchtet er sich dafür. Das ist noch eine große Frage für viele Menschen, für andere Menschen zu reden. Nur Arbeit zu tun für den Herrn, einfach liegt durch. Weil sie haben Angst, sie wollen die Arbeit nicht so gut merken, als Gott will haben. Oder einer denkt dafür und so, Jan andere, die können das viel besser. Warum will ich? Ich würde das alle abmessen. Warum nicht lieber den anderen dort lassen, weil es so fern kann? Der ist einfach begabt mit dort. Lass den dort lieber tun. So habe ich oftmals gesagt. Und dann haben wir Angst, was zu tun, weil wir haben Angst, wir wollen nicht so gut können merken als der Nächste. Moses wird einer von denen in der Bibel, wo wir von lesen können, der hat auch Angst. Er soll eine große Arbeit tun für den Herrn. Er soll das israelitische Volk losmerken von der Sklaverei, wo sie werden werden. Moses wird für 40 Jahre wieder in der Wüste gewesen, wo er sich reinmerken soll für das. Und das ist wirklich kein, was Gott anbrocken will. Soll in Ägypten gehen, in den König da, das sein, dass er soll der Pharao, der soll das israelitische Volk losmerken, und da fürchtet er am Säuerfell. Das ist kein Ding, Gott, er weiß, was das für ein Mensch wäre. Und er hat Angst, das zu tun. Und er sagt auch, dass er kann gleich gut reden. So, er hat Angst vor der Arbeit. Er sagt, er kann nicht reden. Und doch sagt die Schrift, dass er wie gut gelehrt in Worten auch in Wien. In Apostelgeschichte 7, Vers 22, du lese von Moses, sagt, in Moses Wort, der Ägypter, hat alle gelehrt, und wir gewaltig in Worten, in Wien. So, ich weiß nicht, was das mein Reden, das habe ich gelehrt mit das. Aber er sagt, guck mal, was heute Gott sieht, das Gott am Brücken. In 2. Mose 4, Vers 10, sagt er, und Moses sagt zu den Herrn, aber mein Herr,
Ich sehe nicht einer, der Gott reden kann. Und sie hat noch keinmal gewasst. Ich habe noch keinmal Gott reden. So, hier habt ihr Gott etwas denken. Ich wollte euch zu brocken sein zu das, was die was wollen haben, die was haben von mir. Sagt auch nu, dass du den deiner redst, ist doch nicht besser geworden. Ich kann bloß nicht Gott reden oder mich klar aussprechen. Das was seine Ursache wäre, warum er das nicht kann tun. Er kann nicht Gott reden. Und wir weiten die Geschichte wieder, wo sie Bruder dann kommen und dann sagt Gott, okay, dann kann ich für die reden, kannst du bist da am sein, was aktiver sein, dann sei er am, was er soll sein, dann wird er für die reden. Der Gott lässt leid Gott hat es dort an. Dann braucht er nicht der Redner sein. Der Redner sein für die, dann die Menschen dort sein, was er will haben. Aber ich gleich das, was Moses das Teil schließlich bedeutet, wieder, als sie sagen, loten Brücken von Gott, dass er das tun, dann sieht er, es ist das. Und ich gleich das, was er hier sieht, was er hier redet wird, dann sagt er, wir wollen nicht um die gehen. Er wird Leute gehen, aber wir wollen nicht um die gehen. Aber ich will noch 2. Mose 33. Kapitel, Vers 14 sagt, dann antwortet der Herr, ich will mit dir gehen. Ich sage, sie wollen nicht allein gehen, ich sage, ich will mit dir gehen. Ich will ihnen Frieden geben. In Vers 50 sagt er, und Moses sagt, wenn die mit einmal nicht so mit uns gehen, dann bringen uns nicht von dieser Stadt. Und ich glaube, das soll wir alle gesandt sein. Wenn wir was tun für den Herrn, dann soll wir auch so gesandt sein, hey, wenn du nicht mit das bist, wenn du nicht einverstanden bist mit das und du nicht mit mir gehen willst, dann lob mich nicht von dieser Stadt gehen. Dass wir das nicht wollen, uns nicht mal wehren, allein das zu tun, in unserer eigenen Kraft. Willst du weit, wenn wir Dinge tun in unserer eigenen Kraft, unseren Weg, das wollen wir nicht reich tun. Das habe ich euch tun. So, er sagt dir, wenn die auf einmal nicht so mit uns gehen, jetzt hat er gesagt, ich will mit dir gehen, und er sagt aber, wenn die auf einmal nicht mit uns gehen, bring uns nicht von dieser Stadt weg. Das ist eine gute Einstellung zu haben. Er meinte sagen, ja, ich will nicht allein gehen. Lob mich nicht von dieser Stadt weggehen. Und wir wollten noch, wenn wir wieder tun, und da wurde Nacho auf Meier kann von das reden, wo ich gleich da, wo wir 12 Spionen geschickt, nur das versperrt in der Land, das ist durchheim, nur keiner Ahnung, dass er dich bekäme, dann sie 12 Spionen rückschicken, haben gehen das Land und ja segnen sein, dass das wirklich so gut wird, das gesagt wir worden. Und sie kamen 3 und hatten gute Nachricht, auch schlechte Nachricht. Der Tierensteig sagten, ja, das Essen sei schön, das Land, sei fern das Land, und hier ist die Frucht. Haben sie am Reich Frucht mitgebracht und sagen, hier kann ich sein, guck mal, was für eine gute Frucht das, was wir. Dann haben sie gesagt, Ober, die werden ein Riesen. Das wird sehr gut, aber das ist auch sehr schlecht. Das sind Riesen, die wir nicht wollen, wo wir nicht gehen können. Und die mögen die Menschen, das sei ja armutig. So sehen 4. Mose 13, Vers 47. Und sie vertalten an sie, wir sind durch das Land gereist, wo ihr uns angeschickt haben, und da rannt das wirklich, Milch und Honig. Das hat wir sehr gut. Dann sehen sie über das Volk als stark, wo da wohnt. Und die Städte sind versichert und sehr groß. Und wir sagen dort auch Anak. So Anak, das sind Riesen. Anak sind die Sehens. So dass wir von der Nachkommenschaft von Goliath, was auch ein großer Ries war, so dass wir ein Riesen, das Stück da werden, da haben sie durch. So sie hatten Angst vor dort. Und so sie erschrocken sie hatten sehr Angst vor, was wird passieren mit ihnen. Also die hatten einen guten Tag, haben sie Angst. Und dann haben wir 4. Mose, das 14. Kapitel, Vers 3 kicken, dann sagt er, woran bringt der Herr uns in das Land, dort wir in Kampf ankommen, in unser frühes und Kinder, in die Feinde hingeroden? Ist das nicht besser, wenn wir nach Ägypten gehen? So haben sie eine große Angst, sie sagen, ist das nicht besser, wenn wir bis gehen, wo wir hier spielen? Das Sklaverei, wo sie wären. Aber Joshua und Caleb, der wir dort mit der Entwicklung was, der hat einen Audit Report, der hat einen Audit Report. Der sehen sie, Joshua in sie sehen,
Joshua nun zien sehen en Caleb Jefune zien sehen, der dat Land ook ungesagt hadden, verreiten ihre Kleider in Säden. Säden zu der ganzen Versammlung von Israeliten. Dat Land, wo wir durchgegangen sind, omdat du ihr sagen, es sei gut, sagt er, wenn der Herr uns gnädig ist, dann wird er uns das Land bringen und uns das geben. Das ist ein Land, was von Milch und Honig Eva rand. Das ist nach das hat Jan in den der rand einfach Eva von Milch und Honig. Dann sagt er, bloß einer Slay hier liegt, wo er sagt, Gott, das sagt, dort bloß nicht vom Herrn auffallen, nicht von Gott auffallen. Und vergüt nicht für das Volk in das Land. Wir wollen das so als Brot abfrieren. Dann sagt er, das ist der Schutz, als von an verschwungen. Dann sagt er, über uns steht der Herr bei. So sagt er, wir haben Gott an uns sieht. Uns steht er bei, Janne nicht. So vergüt nicht für an. Aber da plötzlich klickt das Volk, das hat ein wenig Angst. Sie werden reid an der Steinen für das, was die hier zu sein haben. Sagt er, über das ganze Volk fängt an, wohl an Steinen. Verstehen der Anfang von der Vers. In Gott, der wird sehr antefiel mit das, in der Haare Vers also in der Haare sagte Moses, wo lang will das Volk mich verachten? Und wo lang wollen sie sich ehren an mich zu leben? Das ist nicht an zu leben. Von ich doch all so viel Tekens mag ich tun haben. Und dann sagt Gott zu ihr, ich war mit einer gefährlichen Krankheit schlonen in der Utroden, in die zu eine gerade starkes Volk merken aus das. So wie weit die Geschichte auch wieder, dass sie mussten für 40 Jahre durch eine Wüste sind, wegen, dass sie so eine negative Gedanken hatten, über nicht das Land anzugehen. So sagt dann in der 4. Mose 32, Vers 11, ich sage ihnen, dass die meine Anleitung nicht vertraut haben, was von der Manna von 20 Jahren in der River in Ägypten getrocknet sind, kann das Land nicht sein. So, die würden alle aufsterben. Das würde da sein, wo sie würden in das Land ankommen. So, das sind alles Dinge, wo Menschen Furcht haben. Und diese Furcht, die kommt nicht von Gott. Das hat eine große Furcht. Die horchten die negative Nachrichten, was sie hören, sie hatten selbst gesagt, und wir betören warst, dass sie würden gewinnen oder nicht. Sie dachten nur bloß an, was sie gesehen hatten, und da verleiten sie Gott, den sie nötig haben, nicht nennen. Und die Angst hält ihren Dreh. Und viele von den Menschen, die sterben wegen dort. So, diese paar Dinge, wo ich von geredet habe, das Furcht, was nicht von Gott kommt. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7, wo Paulus zu Timotheus sagt, dass Gott hat uns nicht einen Geist von Furcht gemerkt, aber den Geist von Leib und Kraft, dass wir uns selbst beherrschen können. So, diese Furcht, die kommt nicht von Gott, das kommt von den Feind. Das, was der Feind den Menschen voneinander hockt, den bringt er da, wo die Angst haben, Furcht haben, für eins was zu tun, und bedürfen, dass was passieren wird, und sie wieder haben Angst und leben in großer Furcht. So, ich weiß nicht, wo du bist. Was wirst du sein, wenn die wer fremd? Was ist deine erste Furcht? Was fürchst du das Tollste? Jeder wird vielleicht verschiedene Antworten haben, das ich schon sehe. Aber was immer das ist, da ist es der Schriftstelle uns zu sein, dass wir uns viel Mut geben, wo wir uns verloren, dass wir Gott an uns sieht. Gott wird uns holen und uns leiden. Wo immer wir durchkommen, was immer wir wollen beleben in der Zukunft. Und Gott sei Dank, dass wir dort haben. Ich will schließen mit Jesaja 12, Vers 2. Wir sagen, nu weet ich vom Frischen, Gott ist der, wer mich in alles hält. Ich will mich am Arm verloren und will nicht Angst haben. Meine Kraft kommt von den Herrn, vom Herrn allein. Meine Leider sind von arm, weil er hält mich in alles. Das ist der Fall, wo wir uns auch zu erinnern. Ich will von nichts Angst haben. Gott ist an mir sieht. Darf noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen für die am Schluss von dieser Botschaft, von dieser Andacht. Gott, wir danken dir, dass wir die haben, was an uns sieht, das von uns lernen, der zu alle Tiden.
wir gehen durch Tiden in uns Leben, wo wir Furcht haben, wo wir uns grübeln für verschiedene Dinge. Wir wissen nicht, was die Zukunft wird bringen. Und wir haben Angst für, was aber uns wird sich rannehmen und wir alle wollen und so weiter. Und wir grübeln uns für verschiedene Dinge. Wir wissen, dass das sind alles so Dinge, was nicht von dir kommen. Oftmals dann haben wir den Feind, der uns alle Leges geben wird. Und wir fangen die Leges und die Leuven und Bühren da ab und uns wird schrecklich Angst und wir fürchten uns. Gott help uns immer weiter denken, wenn wir durch Tiden gehen, wo uns das nicht so leicht gehen wird, dass wir uns wollen an so eine Schriftstellen, das holen, was wir von der gehört haben, dass wir wollen uns an die holen, dass wir wollen uns die Schriftstellen zu ihnen, zu weiten, dass das dann für uns, für mich selbst auch gemeint. Und ich bitte, dass wir uns wollen auf die vertrauen in alle Tiden, und dann, was wir durchgehen, dass wir wollen uns auf die verloten, und die loten uns leiden, unsere Gedanken regieren und alles. Herr, wirst du uns wieder auch beschützen und leiden, und wenn wir furchtsam Tiden durchgehen, dass wir wollen uns auf die verloten, die dann alle übergeben. Das wird wir was haben, dass wir im Gebet wollen, die kommen, die weiten loten, dass die kannst uns dort wahrnehmen, der Furcht wahrnehmen. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen.